Weiter geht's mit Zelda Skyward Sword und Link erholt sich immer noch etwas vom letzten Part, wo er von Zelda in den Abgrund gestürzt wurde. Einfach so. Und sein Vogel ist nicht gekommen, um ihn zu retten. Verflixt nochmal, wo ist bloß der kaminrote Vogel geblieben? Ich könnte jetzt zwar zurück zum Dorfplatz gehen und mich da etwas umschauen, so wie es mir Kuko auch geraten hat, aber wisst ihr was, ich frage erstmal den da. Weißt du, wo mein Vogel ist, Alter? Der Vogel ist nicht gekommen, als du ihn gerufen hast. Ja, Mann, hat das noch nicht umgesprochen, oder wie? Das weiß ich auch. Hast du mit Meister Taito gesprochen? Ja, habe ich schon. Aha, drückt euch schon einen Weg hin und dann nehmen zu lassen. Aber du solltest deinen Vogel so schnell wie möglich finden. Der ist auch so super hilfsbereit. Ganz toll. Okay, jetzt sind langsam alle angequatscht. Komm ich hier noch rein. Zimmer von Michael. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Dup. Und wieder raus. Die ist langsam Ohrwurm, wa? Wir wohnen eigentlich hier drin. Baldur's Reich. Baldur's Reich? Moment mal, da will ich doch rein. Bardo. Der Name klingt schon so. Seltsam. Weißt du, wo Bardo ist? Muss schon draußen suchen. Ja, auf die Idee bin ich auch gekommen, Mann. Oder kann der irgendwie Türen aufmachen oder so? Weil sonst kommt er hier noch nicht rein. So, weißt du inzwischen was? Also muss ich jetzt sicher noch nach unten gehen. Hilfsbereit wie eh und je. Da war das Klo. Alles klar. Was ist denn sonst noch ein Zimmer hier? Stru's-Zimmer. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Jo. Rex und Stru's Zimmer. Was haben die für Namen, ey? Weil ich mal von oben bin ich gekommen war. Dann gehe ich jetzt mal hier raus. Und suche immer noch nach unserem Vogel. Meine Fresse, wo ist denn der? Wo hat sich der versteckt? Komm ich denn hier hin? Dorfplatz oder so? Und was mache ich hier eigentlich? Wofür habe ich denn eine Karte? Okay, ich wollte eigentlich zoomen. Ah, so kannst du mit dem Zoomen, alles klar. So. Wo ist der Bazar? Stadt der Göttin. Ritterschule. Ja, da ist der Bazar, ja, ich meine eigentlich das Dorfplatz. Da unten! Thomas Lies, Dorfplatz. Alles gut, Freunde, gehen wir mal da. Gehen wir mal zum Dorfplatz, wa? Bessere Idee doch jetzt gerade auch nicht. Ah, da ist noch einer, ne? Da haut er ab. Sag mal, was macht denn der für einen Unfug? Und was zum Henker hat der für eine Frisur? Au, das muss doch wehtun, ey. Shell, Basisbruch. Aber hallo, hallo, quatschen. Okay, der ist offenbar so oft schon gegen das Teil hier gerannt. Der kann gar nicht mehr quatschen. Er hat das Sprechen verlernt. Gerade ich kann auch nicht rollen. Müsste doch irgendwie können, oder? Warte mal, Michael. Ah, jetzt kann er es eigentlich. Tust mir einen Gefallen? Der Baum da kannst du mit Hilfe von auf und zuspringen und eine Rollattacke machen. Renne auf den Baum zu, bewege den Nunchuck ruckartig um zu rollen und rums. Bitte mach's. Bitte, bitte, bitte. Ja, schon gut. Muss ich jetzt drauf losrennen, oder? Okay, wirklich rennen, oder? Ja. Oh, mein armes Kreuz. Hey, guck mal, da ist er, mein Wolkenhirschkäfer. Halt! Wow, 5 Rubine noch. Oder waren es 10? Die waren gerade 5, ja? Und hast du den gekriegt? Fluch, mein Wolkenhirschkäfer. Fast hätte ich ihn gehabt. Ja, aber auch nur fast. Und das Schmetterlingsnetz ist das alles. Zeitverschwendung. Terrys Laden. Was, Terry? Hier gibt's Terry? Okay. Terry gab's sonst nur noch in The Wind Waker. Also ich meine, es ist nicht in Ocarina of Time, das Spiel hier spielte vor Ocarina of Time. Ich bin etwas verwirrt. Wenn mal ein Schild, was steht hier drauf? Zum Dorfplatz. Okay, ich bin auf alle Fälle auf der richtigen Spur. Also auf dem richtigen Weg mal. Was ist das? Ein Herz gefunden! Was, hier gibt's Herzblumen? Was ist das für ein verrücktes Spiel? Aber cool auf alle Fälle. Okay, da sind noch ein paar Typen, die könnte ich auch noch fragen. Hallo! Das war ganz schön hart, Bardo.
Der hat sich gewehrt wie noch was, wie noch etwas. Naja, diese Kaminroden nehmen harte nehmen, selten wie sie sind. Ach du Scheiße, sieht der Typ beknackt aus mit dieser dämlichen Stachelrothaar-Frisur, dann hat er noch so ein Face wie was weiß ich was, da würde man am liebsten gleich reinschlagen. OMG. Das ist das Arsch, der unseren Vogel gekidnappt hat, hätte beinahe gesagt, er gevogelknappt hat. Dieser Gesichtsausdruck, ja. Dort wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Leute, her mit meinem Vogel. Hey Michael, stehst schon lange hier? Lange genug. Und jetzt her damit. Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Allerdings, Alter, und jetzt her mit meinem Vogel. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst du wohl schon in die Hosen? Das musst ausgerechnet du sagen. Wer hat hier den Vogel des anderen geklaut? Natürlich du, oder nicht ich? Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, wa? Na, habe ich recht? Und das meint, komm nicht so nahe, Alter. Du bist mir aber an der falschen geraten, Bürschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Ha! Was sagst du da? Dein rotes Flughühnchen lässt sich nicht blicken. Mach nicht so ein dämliches Face wieder, schlag sie noch ein. Was da wohl passiert ist, vielleicht hat es sich ja verflogen, das blöde Vieh. Mein Vogel! Deine Frisur. Allerdings, ey. Sowas ist selten dämlich, ey. Lass meine Haare aus dem Spiel. Ich habe die tollste Frisur im ganzen Wolkenhort. Oh je, Einbildung ist auch eine Bildung. Ey, nimm deine Griffe aus meinem Face, ja, sonst breche sie dir noch. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Neidisch ist er auch noch. Meine Fresse, das sind natürlich die schlimmsten. Jeden Tag habt ihr auch getroffen, während unser eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, wa? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Na, Arroganz, diesen Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Das sagt gerade der Richtige, hey. Wer ist hier arrogant? Du oder ich? Wer zieht hier was in den Dreck? Oh, jetzt ist nicht mehr gut. Zelda! Ich, also... Alter, kannst du den mal zur Brust nehmen? Der hat nämlich meinen Vogel gevogelnappt. Wow! Der Finger in Face Attack. Bardo, hast du es etwa schon wieder auf Michael abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. Was mit... Das sind Schulkameraden von mir? Ich kann eigentlich kein Wolkenhort-Dianer haben. Wie kommt es, dass du immer Michael niedermachst? Weil eifersüchtig ist auf mich. Was denn sonst? Ich bin zu blöd, um den ganzen Satz zu... Was ist los? Raus damit! Zelda, er kann nicht sprechen, er ist zu dämlich dafür. Okay, ein Waffenschwein ist da auch noch. Grinsewacke! Hau endlich ab aus meinem Face. Ach, vergiss es. Ach, vergiss es. Also dann, Michael, wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Weil so ein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, nicht noch wieder auftaucht. Wieso zum Henker sind ihre Vögel überhaupt erschienen, hey? Wären es kluge Tiere, wären sie da geblieben, wo sie waren. Hätten die drei einfach abstürzen lassen. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Die wissen es nicht nur vielleicht, die wissen es garantiert. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. Ja, oh, bitteschön. Michael, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Was ja auch sehr viel bringt, wenn er irgendwo eingeschlossen ist, aber danke. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Taito. Sie werden die Vogelreiterzeremonie wohl verschieben, also keine Sorge. Okay, das heißt also, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ne, ich sehe gerade, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Der Part ist bald schon wieder zu Ende, beziehungsweise ich bin schon in der Hälfte. Fuck, man!
Okay, Vogel, wo bist du? Und wieso zum Teufel kann ich dich nicht spüren? Alles klar, also Bart hat irgendwas davon erzählt, dass er sich ziemlich gewehrt hat. Er war allerdings hier, daraus schließt er, dass der Vogel noch hier irgendwo in der Nähe sein muss, weil wieso sonst hätten wir hier bleiben sollen? Erstmal nichts, alles klar. Soll ich mal runterfallen? Passiert was? Gut, vielleicht ein Herz oder so. Und ich will doch nicht sterben, darauf habe ich keinen Bock. Ja, springen. Yo, yo, yo! Alter, wie macht das Link? Also ich kann das garantiert nicht. Okay, jetzt bin ich hier oben. Was ist denn das hier? Okay, es war ein Fail. Es war ein Fatal-Fail. Wieso abhängen? Ich sehe nichts, am besten will nicht. Handschuss in den Ofen, lesen. Wie dicht soll dem Helden, der im hellen Schein die Hülle der Göttin spielt, den Weg gewiesen werden? Okay, also für später was. Okay, da runterspringen ist nicht so gut. Aber da kann ich. Die ist angebrochen. Verdammte Scheiße. Da muss er sein. Da ist er. Doch fast nach Hause in den Lagerraum oder so. Kann ich es aufmachen? Ne, natürlich nicht. Ich kann ja springen und rollen. Vielleicht kann ich sie aufbrechen. Also Link, sprinte und rolle. Ups. Jetzt habe ich die Fernbedienung geschüttelt statt den Nunchuck. Hallo? Nichts gewesen mit den Spesen. Okay, also ich habe ja noch ein paar Kisten. Kann ich die vielleicht irgendwie verschieben oder so? Nee. Ich dachte jetzt vor allem, vielleicht komme ich einfach oben hinein, aber sieht auch nicht so aus. Scheiße, wo ist mein Vogel? Leute, ich habe das Gefühl, es dauert noch Ewigkeiten, bis ich zumindest mal das Schwert bekomme und mal im ersten Tempel bin. Dieser scheiß Bardo, wenn der mir in die Finger kommt, ich drehe dem den Hals um. Das verspreche ich euch. Okay, eine Ausdauer. Ach so, das ist so gemeint. Wie kann ich... Und ich dachte schon mit der Ausdauer... Ich bescheuert. Ich dachte schon mit der Ausdauer... Blume, Knospe, wie auch immer, Ausdauerfrucht. Könnte ich meine Herzanzeige auffüllen. Aber ist ja gar nicht so. Wer bist du? Was ist los, Michael? Was, dein Vogel? Er ist weg. Oh nein. Ich hatte mich so darauf gefreut, einen roten Vogel fliegen zu sehen. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Du kannst ja auch einfach die Haare rot färben und ich schmier dir mal eins, dann siehst du auch rote Vögel. Aber, hast du schon mit Kuku, unserem Vogelexperten, gesprochen? Er kann dir vielleicht helfen. Ja, habe ich schon, aber er hatte gesagt, er würde mich hier auf dem Dorfplatz treffen, oder? Und er kommt einfach nicht. Und Zelda sehe ich auch nirgendwo. Okay, es wird kein Event ausgelöst. War natürlich auch ein Fehl. Jetzt wird gerannt, Mann! Was ist das hier? Haus? Ja. Okay, Raufkräfte natürlich auch. Yep, aufgefüllt. Hä? Doch kein Haus? Ich glaube, es kann irgendeine Art Haus sein. Ja, so komme ich, hier komme ich auch so rauf. Ich denke, wenn ich jetzt schon wieder. Okay, das ist der Bazar. Aber zumindest, oder? Yep, der Bazar. Alter, ist das alles große. Friedhof. Die werden meinen Vogel doch nicht schon abgeschlachtet haben. Er soll zu Gott beten, dass er es noch nicht getan hat. Beziehungsweise nicht getan hat, weil sonst... Dann bin ich zum Tier, Mann. Moment mal, das geht gar nicht. Falsches Spiel. Das war ja ein Twilight Princess, da werden wir ja zum Tier. Gehen wir einmal runter. Oben ist auch nicht übel. Yep. Wo ist mein Vogel? Ich hab doch keinen Vogel. Was soll der Scheiß? Herzblume. Wow, fast runtergerutscht. Ist das Kürbisfeld? Ist auch nicht übel. Soll ich jetzt wirklich zurück und mit wie hieß der Typ schon da? Kuku oder so sprechen? Ich sehe jetzt zumindest niemand anderes noch auf der hier draußen unterwegs wäre. Was ist denn hier drin? Das ist eine Schatztruhe, wie komme ich da rein? Brauchst du ein Schwert oder so? Naja. Da sind noch ein paar. Hilfe, Hilfe! Was ist los, Michael? Warum bist du aufgeregt? Mein Vogel ist weg! Was hält denn der Rote? Keine Ahnung. Nein, habe ich nicht gesehen.
besten Augenblick. Er weiß ja doch alles. Ja, ist ja gut. Ich dachte gerade, es wären 2 hier, aber offenbar habe ich mich geirrt. Ganz toll. Wer wohnt denn hier? Öffnen. Ja. Wäre mal eine Variante, wa? Hallo, bin da, wer noch? Offenbar niemand. Du. Gehen wir mal alles durchstöbern. Guter Ratschlag. Du. Das Spiel belehrt uns. Wer bist du denn? Denkst du nicht, dass es ein klein wenig unhöflich ist, einfach so in mein Haus reinzuplatzen? Die Tür war nicht abgeschlossen. Was soll das denn sonst tun? Ich arbeite üblicherweise im Bazar, aber heute ist schließlich der Tag der Vogelreiterzeremonie. Daher habe ich frei. Am liebsten würde ich mir immer frei nehmen, wenn viel zu tun ist, aber am Ende ist mir dann doch nur langweilig. Okay, die hat wieder mal Probleme, hey. Was das Ganze hier soll, keine Ahnung. Ich hau wieder ab. Tschüss. Wo zum Henker ist mein Vogel? Ich suche schon seit über einem Tag einen Vogel. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Okay, was ist denn das da unten? Wow, wer bist du, ein Kleine? Hallo? Hi, hallo Michael, das ist mein Haus. Warte, gehe ich wieder spielen, aber ich sag nicht mit wem, das wird lustig. Okay, von mir aus. Überall irgendwelche Schuppen oder so, jetzt wird das lagern. Also wenn nicht in so einem irgendwo ein Vogel eingeschlossen ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Wisst ihr was, Freunde, ich gehe jetzt nochmal schnell zurück. Zurück. Ja, das brauche ich zwar nicht, aber egal. Ich spreche nochmal mit diesem Kuko-Typ. So hieß er, oder? Okay, das ist der Bazar. Dazu sage ich nicht hin. Falsche Seite. Hier kann man sich echt noch verlaufen, ne? Ja, wie gesagt, hier kann man sich noch verlaufen. Ah, hier wollte ich. Mein Arsch ist für den Arsch. Ist im Arsch. Link, du musst unbedingt mehr trainieren. Badezimmer. Also gibt's ein Badezimmer, das auch noch? Hat sie vielleicht auch mal ein Klo, weil durch das ganze Rumgrinnen habe ich langsam Harndrang. Wow, ein Bad hat, kann ich da rein? Jawohl, mit den Kleinen baden gehen. Sonst kann ich offenbar nichts machen. Mein Rumwandeln, ja, das ist schön. Und wenn der Nächste reinkommt, hat er den ganzen Dreck von meinen Schuhen drin. Ah, ich bin wieder mal so sozial heute. So, wo ist mein Vogel? Hier drin ist er nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Und irgendwie ziemlich seltsam war. Vogel im Badezimmer. Hier oben ist offenbar keiner mehr. Wo ist der? Ah, hier bist du. Nee, nicht die. Der andere ist weg. Mann, wo ist der andere schon wieder hin? Wie? Wo ich im Bad unterwegs war? Nicht der. Hat er da was ausgefressen? Also ich habe nichts gesehen, aber Kuko, vielleicht war er etwas. Weil mein Kuko hatte ich vorhin gesucht. Wahrscheinlich findest du ihn jetzt vor der Übungshalle. Wo ist die? Wo ist die Übungshalle? Neben der Ritterschule zu finden sein. Ach so, neben der Ritterschule. Finde ich die auch auf der Karte noch irgendwie? Ritterschule, ja. Sehr schön. Oben auch nichts. Wieder mal raus hier. Der Typ ist irgendwie auch weg. Was ist denn jetzt los? Nimmt der auch an der Zeremonie teil? Der und Ritter. Oh mein Gott, das kann was werden. So, jetzt bin ich hier oben. Wo ist jetzt die Übungshalle? Ich suche sie. Ah, da ist sie, genau geradeaus. Ja, die hätte auch selber kommen können, wa? Ich gehe garantiert falsch, oder? Jawohl, ich gehe garantiert falsch. Was ist das hier? Wieso hat's hier... Hey, wieso hat's hier Holz im Boden? Hab keinen Sinn. Egal, Turbo Sprint! Ich bin jetzt richtig unterwegs, oder wie? Hä? Kann man, wollen die mich verarschen, oder wie? Moment mal, schnell. Schnell die Karte gezückt. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus.
War ich also gerade dann da? Yep, bin doch richtig. So, Kuko, bist du Kuko? Du bist es. Wo ist mein Vogel? Ja? Michael, so ein Glück. Wieso? Ich habe mich wegen eines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit Grusia geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Ja, bei mir auch schon. Oh, verzeih mir, Michael, ich habe grüne Haare, ich kann nicht anders. Ich wollte es dir schon früher sagen, aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Also hat Angst vor Bardo, meine Güte. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Ja, so kam es mir auch gerade rüber. Los, spuck schon raus. Aus, nicht raus. Als ich vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die beiden anderen rein. Und? Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuhäkeln, um deinen Wolkenvogel zu verstecken. Also doch. Ich wollte mich wegschlachten, um dich zu warnen, aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hatte also anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Aha, der Wasserfall. Gib mir doch mal kurz die Karte. Okay, einfach mal per Wireless-Funktion die Karte übergeben, weil ich habe mir gar nicht die Hand ausgestreckt, aber egal. Da muss es sein beim Wasserfall, ich habe ihn mit X markiert. Also genau da. Wisst ihr was, Freunde, das dreht sich doch perfekt für den nächsten Part, oder? Alles klar, vielen Dank. Du weißt, wie die Karte funktioniert? Drücke ja, weiß ich. Wenn du verlaufen hast, drücke... Es tut mir so leid, Michael, ich bin so ein Feigling, es tut mir schrecklich leid. Ja, danke schön, weiß ich schon und auf Wiedersehen. Was ist jetzt los? Aha, Michael. Am Wasserfall wurden in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du sollst also ein Schwert oder so etwas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Okay, Freunde, also dann. Ich denke mal, es ist soweit klar alles. In den nächsten Part geht es dann in die Übungshalle, wir kriegen ein Schwert, dann geht es zum Wasserfall, wir bekämpfen einige Monster, offenbar, wieso auch immer. Wieso auch immer es hier oben solche Monster geben soll. Und dann befreien wir endlich unseren Vogel und nehmen an der Vogelritterzeremonie teil. Und dann geht es vielleicht auch schon mal bald mit der Hauptstory weiter, meine Güte. Also dann, bis zum nächsten Part bei Zelda Skyward Sword. Ciao zusammen.